Hi, grüß euch, servus, mein zweites Video in der neuen Bude. Wie war die erste Nacht? Die erste Nacht war die Hölle. Ich nehme euch mit und erzähle euch, was mir passiert ist. Und das in der ersten Nacht. Ich habe sogar schon das erste Foto gemacht vom Hochfällen, wo ich vom Garten aus drauf schauen kann. War alles noch mit Nebel behangen und dicken Wolken. Naja, aber ich zeige euch mal das Foto und zwar hier. Ja, ist noch nichts Besonderes. Fotografisch werde ich jetzt die nächsten Tagen und Wochen mal richtig rumziehen hier in der Gegend. Ich glaube, da gibt es ganz tolle Sachen. Ein paar Videos habe ich sogar in der Nähe schon mal gedreht. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal für die ganz tollen Kommentare in meinem letzten Video endlich geschafft von euch bedanken. Da waren wirklich ganz tolle Kommentare vorbei. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch für eure Unterstützung bedanken. Ich möchte mich fürs letzte Jahr an die ganz vielen privaten Gespräche mit euch ganz herzlich bedanken. Das hat mir sehr viel Kraft und Energie gegeben, ob ich fast nichts mehr gehabt habe. Und auch an Sachen, die mir zugeschickt worden sind, also von Fußmatten, sogar eine Mikrowelle. Vielen Dank. Ich möchte nicht verraten, wer das war oder welche Personen das waren. Die Fußmatte kann ich schon verraten, die kommt aus Amerika, vom Stevie, absolut hammergeil. Die Mikrowelle möchte gerne anonym bleiben. Also an dieser Stelle einmal vielen herzlichen Dank. Der Umzug kostet richtig, richtig Geld. Und gerade wenn man nach Jahren so einen gemeinsamen Haushalt auflöst, muss ich echt sagen, da fällt einem erst auf, was man alles braucht und wie teuer das ist. Ich habe noch nicht alles, was ich brauche, aber Stück für Stück, weil sonst wird es ziemlich teuer auf Dauer. So, aber jetzt zu dem, wie es mir in der ersten Nacht gegangen ist. Und zwar war es dunkel und ich habe nicht gewusst, wo Lichtschalter sind, wo der Tisch ist, wo die Ecken und Kanten darin sind. Und das klang so. Ach Gott, was war denn das für ein Scheißtraum? Jetzt habe ich echt dran, die hat einen riesen fetten Hamburger gegessen. Oh, sag mal, wo ist mein Kissen hin? Mein Kissen ist weg. Ah, super. Na egal, jetzt muss ich auf Toiletten gehen. So, wo war jetzt nochmal die Tür? Es ist dunkel da, wo ist der blöde Lichtschalter? Ach, da vorne. Na, da hinten. Kruzifix. Ah, scheiße. Bobby, Kruzi, Fünfer. Oh, du nimmst das halbe Zimmer. Du elendiger Teppich auf Achsen. Oh, ja, super. Jetzt warte mal, da vorne. Ach, scheiße. Jetzt steige ich da voll in Hundenapf rein. Alles mit Wasser voll. Ah, das gibt's doch nicht. Das muss doch da links, da muss da irgendwo der Lichtschalter. Ah, aua! Na, ich mag nicht mehr. Wisst ihr was? Ah, jetzt bleibe ich da einfach liegen und da möchte ich jetzt sterben. Ja, es war richtig doof. Es war im Nachhinein kann ich lachen. Aber dann habe ich mich so ein bisschen einigermaßen ausgekannt und bin dann zum Rauchen raus auf die Terrasse. Und dann ist was anderes passiert. Da muss ich aber nur sagen, an diesem Tag habe ich mit Jonas noch eine Fuhre Umzugszeug gefahren. Und beim Rausgehen hat so komisch gerochen. So wie Plastik oder Diesel oder... Ich habe zum Jonas gesagt, irgendwie riecht es so verbrannt. Und gerade wenn man neu einzieht und dann doch die ganzen Kabel da ansteckt und so weiter, weiß man nicht, Kabelbrand und so. Habe ich schon mal im Auto gehabt. Wir haben früher an die Anlagen rumgebastelt. Ja, mir ist schon fast das Auto abgefackelt. Ich war mir nicht ganz sicher und habe draußen so ein bisschen rumgeschaut, ob ich im Kamin irgendwo was sehe. Vielleicht verheizt irgendjemand alte Reifen oder so. Aber ich war dann auch im Stress und habe da nicht weiter geschaut. Und dann bin ich in der Nacht eben aufgewacht und in der ersten Nacht kann man noch nicht so wirklich super schlafen. Und dann habe ich das gesehen. Hä? Also, das ist nicht mein Licht. Das ist nicht mein Licht.
Oder jemand hat auch so eine coole Lichterkette wie ich. Keine Ahnung. Muss ich echt mal rausschauen, weil es ist total komisch. Entschuldigung für den Ton. Wir waren mit Jonas heute Umzug fertig machen. Und um 16 Uhr sind wir ins Dorfstübel vor. Ich glaube, Dorfstübel heißt das Currywurst essen. Hammergeil, werde ich extra noch berichten. Und da sage ich die ganze Zeit, irgendwas riecht hier so komisch. Wie es, ob es nach Kabelbrand riecht oder ist der Bauer Gurke mit seinem alten Fendt vorbeigefahren, mit seinem Eicher Bulldog. Oder keine Ahnung, keine Ahnung. Ja. Jetzt werde ich doch mal schnell rausschauen, was da los ist. Nicht, dass bei mir da irgendwas brennt. Das wäre super, neue Wohnung und es brennt. Ja, das wäre mein Glück. Jetzt haben wir das natürlich gar keine Ruhe gelassen. Ja. Irgendwie hat es um 16 Uhr zum Stinken und Qualmen angefangen. Um 21 Uhr ist alles Blaulicht draußen voll. Ich bin dann rausmarschiert und habe dann heimlich mit dem Handy ein bisschen gefilmt. Aber ich wollte das alles offensichtlich machen. So gaffermäßig und so. Man macht es einfach nicht. Und was genau passiert ist, hat er mir nicht sagen können. Er hat meine Daten aufgenommen und weil ich ihm erzählt habe, um 16 Uhr hat es ja schon komisch gestunken draußen. Was genau war, weiß ich nicht. Wenn ich es rauskriege, wenn es in die Nachrichten kommt, es dauert bei uns immer so ungefähr 3 Monate, bis die Nachrichten vom Berg runter praktisch ins Tal wandern. Das vergeht ja ewige Zeiten. Halte ich euch auf dem Laufenden. Mit Blaulichtfeuer, Disco-Kugel, zu spät, Tatü, Tata, Tatü, Tata. Die Feuerwehr ist da, mit Blaulichtfeuer, Disco-Kugel, zu spät, Tatü, Tata, Tatü, Tata. Die Feuerwehr ist da, mit Blaulichtfeuer, Disco-Kugel, zu spät, Tatü, Tata, Tatü, Tata. Die Feuerwehr. Ich muss sagen, habe ich toll gefunden. Die war wirklich schnell da, die Feuerwehr. Und an der Stelle möchte ich auch noch sagen, die Feuerwehr hat wirklich Nachwuchsprobleme. Bei uns ist es alles freiwillige Feuerwehr. Und was ich nicht verstehen kann, weil immer wenn irgendwie ein Notfall ist man froh, wenn es da sind, wie man auf Einsatzkräfte, Pflastersteine, Raketen, sonst was werfen kann, behindern. Oder ich verstehe es nicht. Gibt es bei uns auch nicht. Gott sei Dank. Also, wie gesagt, meine erste Nacht war Hammer und ich hoffe mal, die nächsten Nächte werden besser. Also, ich koche einfach den Scheiß nicht mehr. Servus, ciao. Tatü, Tata, die Feuerwehr ist da, mit Blaulichtfeuer, Disco-Kugel, zu spät,